Sorry, wir haben ein neues Format für Video, wo wir ein bisschen über das Thema schwätzen. Ich bin der Joel, ich kenne ihn schon, und heute ist auch der Marco, und der will heute mit uns über das Thema Sühne schwätzen. Und hier hat ein bisschen etwas vorbereitet. Marc, ich gebe dir das Mikrofon, auch wenn es schon am Grab ist. Ja, also das Thema Sühne klingt mal so ganz so ein bisschen mittelalterlich Ja. oder so stark deich oder was will das bedeuten. Tatsächlich haben wir am Lützeburgischen kein Wort für die Sühne. Wir benutzen ein eigenes Wort und wir geben die für so eine Versöhnung. Es geht ein Wiedergutmachen. Okay. Von was? Von einer Schuld tatsächlich. Das Thema Schuld, das klingt immer auch stark, das klingt wie von ihm mal fangen, ob dich weisen, wo war ich da durch Schuld, was habe ich da gemacht. Ja. Das ist ein Thema, mit dem sich die meisten Leute nicht will befassen. Und auch die meisten Leute wollen auch nicht gerne ihre Schuld zugeben. Ja, ich bin da eigentlich an der Reihe, ich bin nicht falsch gemacht. So. Und immer ein bisschen da so, es gibt Leute, die auch nach mir schlimm sind. Ne? Das ist immer ein bisschen da, das heißt, okay, ja, schon mal ein bisschen gelöhnt oder so, aber Genau. das seht ihr, dass ihr seht, oder meistens seht ihr, ja, mir guckt den do, den ist nach mir schlimm, oder? Genau, also mir gerne Schuld bei anderen Leuten zu gesehen, Ja. aber bei uns selber, das ist so eine heikle Sache, Yes. die man sagt, nicht gerne so. Ich meine, das sind die größten Dinge an den Opperschaften noch. Und wenn eine Opperschaft wünscht, dass immer der Oppers, den alles falsch macht, aber vielleicht hast du nie dasselbe gemacht, oder der Opper sieht Sachen über dich, wo du falsch gemacht hast, und ja, wie du siehst. Genau. Kann sein, immer gerne bei anderen Leuten. Genau, also der Fehler gesehen immer gerne bei anderen Leuten. Und es geht tatsächlich um das Thema, geht nicht wirklich, es geht schon um einen konkreten Fehler, auch wenn er streng klingt für die Menschen Leute. Und ich gebe gerne eine kleine Geschichte zu erzählen oder ein kleines Alltagsbeispiel geben, wie sich das Kind ein bisschen vorstellen. Fangt mal an mit der Person A an der Person B. Ja. Schule einfach spontan aber kein Meme gehen. Mir fällt kein Meme. Person A, Person B, an der Reihe. Genau. Person A geht an Tanzschule und Person A hat ein bisschen Probleme mit Gewicht. Das ist die erste Kehr, dass es in Tanzschule geht. Du mit Person B und Person B ist eine erfahrene Tänzerin. Die erfahrene Tänzerin gesagt Person A fragt Person A, ob sie zusammen mit ihr will tanzen. Person A geht sich viel mehr und fällt hin. Person B guckt sie an, rasiert den Kopf und sieht, es geht nie ab. Du kannst abhalten mit dem, was du musst. Person B ist natürlich immens enttäuscht und geht crashend hin und sieht sich, ich gehe nie mehr an Tanzschule. Ich halte ab zu tanzen. Den Tag drauf kommt ein Kollege von der Person A an Tanzschule und schwätzt Person B drüber. Und ich beschloss nicht, was du mit A. Ich meine, ich denke schon, ist Person B als kreischend hingegangen mit der Person A. Okay. Mit der sind drei. Also die VD wollte Lehrerin, genau. Tanzen als kreischend hingegangen, ja. Und die Kollege von der Person A als bei Person B gegangen. Also so. Das ist das Problem, bei den A und B benutzt. Ja, genau. Okay, Person A war die, wo an Tanzschule gegangen ist. Yes. Person B ist die erfahrene Tänzerin. Genau. Die Kollege kommt bei Person B. Ja. Fragt, wo Person A hin ist. Da sieht Person B oder Person A aus dem Mido. Okay. Sie ist hingegangen. Da sieht der Kollege von der Person A. Yes. Du warst schuld, dass keine Leute mehr an das Tanzschule kommen. Okay. Du hast eine Schuld, du hast etwas gemacht, was nicht richtig ist, du hast etwas gemacht, was du nicht hast sollte machen. Daraufhin rechtfertigt sich die Person und sagt, ich bin doch eine erfahrene Tänzerin. Ja. Ich weiß doch, wie du tanzt, und sowieso hat die Person zu viel Gewicht. Also Person, wie sie bei Person? Die hingegangen ist, oder der Prof? Der Prof. Der Prof, ja. Der Prof sieht, oder Person B sieht, probiert sich recht zu fertigen. Person B probiert sich recht zu fertigen und sieht, ich habe keine Schuld. Ich habe nichts Schlimmes gemacht, aber innerlich an ihrem Herzen weiß, dass sie etwas Schlimmes gemacht hat. Aber kann sich nicht erklären, wie war das gemacht.
so gebe ich das definieren. Und ich gebe lo auch ein altes Beispiel an verholen, dass wir Bankkonto, wenn sie Prähölz, hast eine gewisse Schuld vis-à-vis von der Bank. Die Schuld musst du auch irgendwann aufbezahlen, zwar nicht direkt, aber irgendwann musst du bezahlt gehen. Ja. Wir können uns denken, wie schön wäre es, wenn das Bankschuld nur direkt bezahlt geht. Ja. Am besten schon mal an einer Woche, ja, so schon mal einen Monat, ein Jahr. Ja. Okay. Aber ja, die Schuld, wie kann ich das machen, für das auf EQ bezahlt wird? Klar, das ist ein Beispiel, ne? Also das ist nicht, die mit mega viel Suche kommen für dich bezahlen. Aber wenn es konkret geht, als Beziehung mit Gott. Aber du hast ja schon ein Thema auch geraten, geht um Gott. Und vis-à-vis von wem haben wir eigentlich eine Schuld? Ja. Und das ist tatsächlich Gott. Okay. Auch wenn wir denken, wir hätten keine Schuld, die Schuld besteht noch immer, die Schuld ist noch immer da. Und die Schuld kann nicht einfach so weggehen. Ich habe das Beispiel benutzt vom Bankkonto. Schön wäre es, wenn die Schuld von heute auf morgen fort wäre. Für dass eine Schuld fortgeht, muss irgendjemand dafür abkommen, muss irgendjemand dafür bezahlen. Ja. Muss irgendein Millionär kommen, für den Sohn zu gehen. Genau, Millionär, also es ist schon gut getroffen, weil die eine Person, wo das für uns tatsächlich bezahlt wird, ist an unserem Land ein Millionär. Okay. Also gehen wir So, wen ist der Millionär? für uns Christen ist das Jesus Christus. Okay. Wie könnte Jesus zu denen suchen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit den Suchen? Das ist eine gute Frage. Und die, wenn ihr so guckt, kann ihr das verbinden mit der selbst Frage. Und zwar, die seht, ist Jesus wirklich Gott oder einfach ist ein Mensch gewesen? Okay. Und ich gebe das Beispiel holen vom Automat für sich Cola zu kaufen. Aha. Für an den Automat zu gehen, ich weiß, mittlerweile gibt es Karte, aber ich vergleiche das mit einer Münze. Du hast eine Münze und die Münze hat einen gewissen Wert. Ja. Wenn ich 1 Cent dran gehe, da wird ein Automat nicht rausgehen. Das heißt, ich muss schon die richtige Münze gehen. Und das ist im Fall vielleicht nur 1 Euro. Und ich will noch betonen, dass eine Münze kann zwar von außen schön aussehen, aber kann nicht den selben Wert haben. Das ist wirklich soll haben, für die Sache aus dem Automat rauszukriegen. Das heißt, die Münze muss den richtigen Wert haben. Okay. Was mich du mal da will sagen ist, die Münze, die Schuld bezahlt hat, die wir haben, hat tatsächlich genau den richtigen Wert. Aha. Ein Wert, den wir nicht definieren können, ein Wert, den Christen als göttlich unholen. Okay. Also mit anderen Wörtern, wenn ich dein Beispiel mit der Münze hören, die Münze, die richtige Wert hat, ist der Jesus. Genau. Kann ich nicht, sagen wir mal, ich kann nicht die perfekte Münze haben, den 1 Euro steckt, den mal die Cola bei Cola, den mal die Cola do götzt, die ich brauche. Genau. Kann ich mir nicht los 1 Cent pro 1 Cent mich schaffen. Das ist natürlich Beispiel, ne? Mit anderen Wörtern kann ich mir nicht meine Versöhnung, meine Sühne oder wie auch immer das Französisch geheißt, ich weiß nicht mehr, kann ich mir die nicht verdienen. Brauche ich unbedingt den Jesus? Oder kann ich einfach so, ja, okay, ich am Platz, dass ich schlechte Sachen mache, mache ich genug gute Sachen, für das irgendwie abzuweihen. Oder ich mache Sachen, die Gott gerne hört. Ich gehe an die Kirche, ich bete, ich gehe die Leute, die arm sie suchen oder irgendwie so etwas. Für dass ich dann irgendwie kann aber los, was 1 Cent stecker soll ich mal, kann aber die Cola kriegen. Das Problem ist, dass ich einen Wallop benutzt habe, für können zu erklären, wen die Schuld bezieht. Ja, es gibt kein perfektes Beispiel mehr. Ja. Es gibt tatsächlich kein perfektes Beispiel. Wir können Gott als seiner Vollkommenheit zu erklären, für als seinen Wert zu erklären, dafür ist ja Gott. Gott hat den unerklärbaren Wert, Gott hat etwas, was über uns Wissen rausgeht, einen Wert, den unfassbar ist. Also ist es unmöglich,
viel klein Inselwerter zum Beispiel in Zeitmünzen zu sammeln für auf derselbe Wert zu kommen. Einfach aus der Natur raus wie Gott ist. Okay. Gehe ich so erklären. Und ich habe das Beispiel benutzt von der Münze, die vorbei so schön ausgesagt, Ja. aber nicht wirklich der Wert hat. Ja, was hast du damit gemeint? Du hast da Wunsch sich gemeint, dass Leute viel schöne Sachen machen, viel gute Sachen machen, die vorbei so schön wirken, schön fromm, wo alle Menschen sich so halt gucken, was die gemacht hat. Wir haben sie wirklich den richtigen Wert. Okay. Der Tisch kann Sinn, also die Sachen, die ich mache, bringen man nicht das, was ich brauche, also die Versöhnung. Ich kann mit, wenn ich richtig verstehen, ich kann mit den Sachen, die ich mache, nicht Versöhnung kreieren. Genau. Okay, Ja. das ist krass. Ich kann es nicht ohne Jesus anfangen. Genau, das ist den christlichen Glauben. Das Okay. ist das Evangelium. Öfters wird den auch verheddert Mensch sich an der Idee, sich wollen der Rettung oder den Himmel zu verdienen. Okay. Das heißt, wir denken, probieren an Valeuren zu denken. Wir probieren wirklich an den kleinen 1 Cent Münzen zu denken. Ja. Wie viel kleine 1 Cent Münzen muss ich nur ins Spurschwein geheilen, Okay. für das Spurschwein sich füllt, Ja. dass der Schuld bezahlt ist. Okay. Mit das ja aber ein bisschen so, wie als Welt funktioniert. Also, wir müssen als Sachen erschaffen. Den, wie seht den, wie nicht Gesellschaft wie nicht Müll, für selbst. Also, das muss ihn verschaffen, Ja. für das zu kriegen, was er will. Also, es ist schwer, für das auszuschalten, gebe ich so ein. Das ist schwer, aber ich denke, das ist, weil die nicht Leute nicht das Konzept von der Gnade verstehen, Okay. von einer Gnade verstehen, nicht verstehen, was bedeutet, lebt für Gott. Okay. Damit will ich sagen, Gott ist gerecht, aber auch gleichzeitig liebend. Das heißt, Gott ist die purste Form von Lebt, und die purste Form von Lebt opfert sich für das, was er gerne hört, für denen zu helfen. Okay. Okay, du siehst Gott, das lebt. Aber wir sind ein bisschen noch über das vielleicht weggesprungen. Also, dass die Person gesucht wird, war ja ganz klar falsch. Ja. Aber war das die Sache? Für was brauchen wir Versöhnung? War das die Sache, wo wir machen, wo wir Gott dafür dann brauchen oder seine Versöhnung brauchen oder eben den Jesus brauchen? Also ich gebe das so erklären, dass wenn eine Schuld geschieht ist, kann ich nicht an die Vergangenheit zurückgehen, für die Schuld fortzumachen. Okay, ja. Die Schuld ist passiert, und es entstehen Konsequenzen daraus. Die Konsequenz ist ja an unserem Beispiel ganz klar, die eine Frau, die nie mehr wird an die Schuld gehen bis zum Ende von ihrem Leben. Okay. Du kannst nicht rückgängig machen, was an der Vergangenheit geschieht ist. Dafür sind wir von Jesus angewiesen, also wir sind darauf angewiesen, dass ihn die Schuld rückgängig kann machen, und das bringt nur Jesus fertig. Weil die Schuld besteht noch immer, auch wenn wir denken, dass wir sie mit Inselwerken oder Inselguttaten rückgängig könnten machen. Okay. Wie du siehst, Gott, also Gott von der lebt, kann ich nicht einfach so das ist okay. Wir vergessen das einfach, was du falsch gemacht hast, ja, wirft der Liebe weiter, so, weißt du. Also, wenn den Gott von der lebt, das kann das ja machen. Genau, in das Gott von der Lebt, aber auch Gott von der Gerechtigkeit. Okay. Die will du nicht vergessen. Viele Leute vergessen den Teil, an der das Gerechtigkeit. Okay. An dem Fall, wo du siehst, dass Gott einfach geht verzeihen, ohne seine Gerechtigkeit durchzuziehen, in dem Moment ist Gott unfair. Könnte so sagen. Das heißt, Gott gibt einfach über die Schuld von verschiedenen Leuten oder von allen Menschen sogar weggucken, riecht nicht, hält die Schuld nicht echt. An dem Moment, wo die Schuld nicht echt hält, ist die Schuld auch nicht real. Aber Gott sieht, die Schuld ist real, und der Preis, den ich dafür bezahlt habe, muss auch dafür real sein. Okay. Also, es kann nicht an den Wasch geholt gehen, wie durch das, was Jesus gemacht hat. Nee, also, Okay. also, ja. Gott hat diesen Weg ausgewählt, weil er gedacht hat, es wäre der richtige Weg. Für was der Weg über Jesus geht,
ass eben noch zu erklären mat der Göttlichkeit von Jesus. Okay. Wie hat Jesus das gemacht? Ich gebe so in dem Sinn einen Kreuzgang aus. Ja, ich froh, nicht negativ theologisch, einfach nur, also konkret, was hat Jesus gemacht? Okay, für die kurze Fassung, Jesus hat den perfekten Leben gelebt. Jesus war ohne Sünde. Jesus war komplett schon mal so nach seinem Element. Wenn den Film mal guckt, kann den Jesus als den über das Wasser lebt und den Wunder gemacht hat. Tatsächlich hat er das gemacht. In aus dem Kreuz gegangen, in das gestorben und dem Kreuz, aber in aus Obersta. Und das aus dem zunächsten göttlichen Beweismittel, für dass er wirklich Gott war. Okay. In das gestorben, in hat den Preis bezahlt, aber in aus Obersta. Das heißt, er hat auch bewiesen, dass er wirklich Gott ist. Das heißt, es hätte nicht in andere können. Ich kann nicht so, okay, mach gleich da, ich mega gerne. Du hast Sachen falsch gemacht, Sünden gemacht, wie wir es früher gesagt haben. Aber ich sterbe für dich, für den Sünden wegzuholen. Wäre doch möglich, dass ich so, ich hole nicht auf mich. Das Problem hast du, dass du ein Mensch bist, Aha. was nicht göttlich. Ja. Also ich gehe davon aus, dass du nicht göttlich warst. Ja. An dem Fall gehst du einfach sterben und du gehst nicht oberstor. Okay. Es war also wichtig, dass es gerade der Jesus war, der selber Gott ist, Genau, der gestorben ist genau. und dann noch im Oberstanden ist. Oberstand als Wert in unserer Zeit, moderne Wissenschaft und eben auch uns, wieso schon, uns denken, weiß, was mir denken, was wir festgestellt haben, medizinisch auch unmöglich ist. Ja. Das will ich noch betonen. Das ist für die Glauben an Vertrauen ans Spiel könnt. Okay. Das ist nicht immer in der modernen Zeit, also schon früher, also für die Kollegen von Jesus selber, ne, Ja. die haben nicht gelebt, obwohl er nicht DAX genug gesagt hat. Nee. Er hat dann voraus gesagt, ich werde sterben, Genau. und 3 Tage nur werde ich am Leben sein. Genau. Und ich weiß nicht, ob sie in dem Moment nicht nur gelauscht haben oder gehört haben, weil das schon irgendein Bildnis von etwas oder ich weiß nicht was. Aber dennoch, als sie gestorben haben, sie gedacht, okay, er ist tot, er ist fort, sie waren traurig, sie haben gekrascht. Genau. Und da war hinterem do, also sie waren überrascht, dass hinterem wirklich ist. Also sogar zu der Zeit war dann eigentlich verrückt Genau. zu leben, dass er von den Deutschen Oberstanden ist. Genau. Genau. Ich will noch nicht zu viel am Thema rangehen. Das ist wirklich, wo war sie? Jesus wirklich Ja, okay, das wäre ein anderes Video. Genau, das ist ein anderes Video. Aber ja, tatsächlich war es so, sie sind nun haben ihn nicht gelebt. Yes. Ich denke sogar zu sagen, denn ich Bruder, der Jakobus, hat auch nicht gelebt, an der Jesus misst sogar seine eigene Familie, seinen eigenen Bruder, und natürlich leider nur im Kreis beweisen. Aber ich denke, der Jesus ist noch immer eine diskutierte Figur, die eng Figur an unserer Menschheit, die noch am meisten diskutiert wird oder irgendwie behandelt wird oder Die auch an den meisten größeren Religionen irgendeine Rolle spielt. genau, Keiner davon ein Gott außer ein Eiser. genau, Aber trotzdem ist das immer interessant, dass man aber überall irgendwie respektiert wird, so mal so. genau. Naja, wie du siehst, das ist ein Thema für ein anderes Video, gebe ich so an. Also zurück zu der Versöhnung. Wir brauchen den Jesus für die Versöhnung zu kreieren. Und war das die Sache, die wir falsch gemacht haben? Also für uns ist der Sinn gesollt, also der Gleichspurt Sünde, das soll aber nicht das benutzen. Wir möchten zwar mal nicht mehr Sinn so, und dann ist es, das möchte kein Sinn, ne? Ja. Aber es gibt aber auch Sinn, und da ist eben auch dann das Wort, ja, okay, wo ich nicht gerne höre, für das soll das heißen. Was war das für dich Sinn? Was bedeutet das? Und wen definiert das? Also ich gebe Sinn definieren als etwas, was gegen Gott geht. Sinn als sich etwas allgemein gesehen, für nicht um jetzt Beispiele heranzugehen, allgemein gesehen etwas, was gegen die Ordnung von Gott geht. Wie bestimmt, was gut oder schlecht ist, ist tatsächlich gut. Okay. Gehen ein paar Beispiele, was da auffällt, da du etwas, wo hast du vielleicht gesündigt? Wohin ist die gleich gesinnt? Ja, das ist vielleicht eine interessante Frage. Das sind gut froh, also gerne will sich Schuld ja nicht so gehen. Ja. Dann will ich nicht darüber schwätzen.
wo ich für last gesinnert es sind nie Nee, ja, okay, André. Ich meine, Dax sind dir schon dieser Gedanke, gell? Also, dass du das, was Jesus auch dann bräucht wird, genau dass die Gesetze, die für Jesus hatte, die Erklärung für Sinn, die für Jesus hat, war, du sollst nicht schlecht über die schwätzen. Ja. Das ist schon mal schwer, also könnte die Befehl. ja Und dann hast Jesus kommen und gesagt, nicht, weißt du, durch den Mund schwätzen, Genau. wie so schon nicht schlecht über ihn denken. Genau. So, hin also den Niveau noch mehr abgesagt. Also, als Leben wurde bemmol méi Sinne gehabt, wenn du so guckst, ne? Bemmol, okay, das ist noch mehr streng. Also ich meine, die meisten Leute, ja, mehr sie kein Mörder, mehr sie kein, ich weiß nicht, Genau. hierdurch ein, ja, hoffentlich, weil wenn das, dann, wenn du Mörder bist, auch für dich gibt es Versöhnung. Mir die meisten Leute so, ja, okay, das ist immer die Excuse, ja, ich bin aber nicht so schlimm wie den, ne? Das ist halt für so tun. Ja. Ich sehe kein Mörder, ich sehe nicht, schon nicht das gemacht, schon nicht, ich weiß nicht, leicht vergewaltigt oder so, ne? Das sind immer die Extremsachen, bei denen wir gehen. Aber die meisten Leute von uns haben aber gesinnigt, schon allein am Kopf, wenn es just darum geht. genau also schön ufang zu der Beispiel gehen von der Frau an der Tanzshow Yes. wo die Frau selber auch nicht weiß wie wat hun statt dem Moment gesot Okay. ich will darauf raus dat öfters dat mir sinnnegen an nie wissen manchmal auch gar nicht an meinen Sinn gemacht mir wissen net intellektuell net an mir probieren uns recht zu fertigen mir bannen an unserem Herz wissen man dat die Schuld du hast dat die Sünde du hast an noch passiert das mir können uns nicht erklären nicht so richtig erklären wie wat man dat gemacht Okay. Und dann zurück zu dem, was Jesus gemacht hat. Also, hin ist gestorben für uns. Und Kreuz, also das war ja ein extrem schlimmen Tod. Das war nicht einfach nur, ja, okay, ich schieße mir einfach eine Kugel an den Kopf oder so etwas, ne? das ist auch schlimm Das ist auch schlimm, mir hat lange gedauert. Das war immens viel Peng und so, ne? Also, das sind noch die Teile, wo man ja nicht drüber gehen. Für was war gerade den Tod, wo nötig war? Und vielleicht auch für da ein bisschen bei die Froh dabei zu machen. Wie sind Leute aus der Bibel auch für Jesus mit der Sinn umgegangen? Du fallen auch schon zwei Sachen an also für Jesus goft Gesetzer dat ich am Alten Testament wussten leid dat so es wie Jesus geht kommen Okay. ich dann auch drunhenken an nämlich zu de Prophezeiungen an du hast nämlich auch gefrot für wat müsste Jesus umkeit stirwe Yes. genau dummer da hat Jesus auch eng Prophezeiung erfüllt die schon am Alten Testament vun engem Prophet wie sie bald den Prophezeiungen hecht dat eng Person abs gesot huet an der Zukunft gëtt dat wo Ja. genau déi eng Prophezeiung so lob Deitsch oder für an net letztech den Holz hängt den ass verflucht Okay. genau das Prophezeiung huet die Jesus erfüllt an lo wirst du da vielleicht schon frohen oder du wirst da schon so dann hast Jesus da lo verflucht Ja, wat ja. ist da lo lass wat mein Stimme Das gebe ich dir vor, ja. okay Ich bin nichts froh, genau. okay wat mein Stimme also ich mein du da dass denn Jesus de Fluch op sich geholt huet de Schuld op sich geholt huet de Jesus selber gouft och verflucht lo netze lo ha netze wieso schon Falsch verstanden. falsch net falsch verstohlen de Jesus ass net verflucht mit Jesus huet de Fluch opgeholt fir uns Der Fluch von den Sinnen. genau Okay. de Fluch von dem wo mir net wissen fir wat mir Schuld gemacht hun oder fir wat mir öfters Sache mache viel Leute zu verletzen Aha. Okay. Also die Leute, die muss es gesagt hun Gesetze gehabt und die ich gehalten hun. Für mal doch. Also kann ich einfach so ja okay ich schulde kein Lot auf die Jesus und auch schon gönne das was hin so seht weil ich muss machen ne kann ich einfach so hey, ich meine nicht lieber ob mir selber ein bisschen wie ein Hautstar sehen schon immer ich will mir das schaffen also ich halte einfach nur Gesetze an für was kann ich nicht so machen wie die Leute für Jesus das gemacht haben.
Tatsächlich geft dat du sech du kannst dat machen also an Mensch ass frei zu machen wat will Kein muss dat Opfer vu Jesus unhulle mit Gott huet et so gewählt fir dat et durch Jesus geht defir behabt Jesus of vu sich selber hier wie de we Okay. liewen anvorrecht Aha. tatsächlich du musst net Jesus no goen als Christ will mir natürlich dass du Jesus no gehst aber du warst net gezwungen dat Opfer unzuholen de Kado unzuholen den Gott schon gemacht huet an darum sage ich dann noch uknöpfen mir schwarze Nift das vom Evangelium von der guter Nachricht aber genau dat as die gute Nachricht Gott huet schon alles für uns gemacht Gott huet dat Opfer gin wie vertraut wenn du lebt den Nazareth Aratisch die können annehmen da okay. So wat mir sech all die Fälle ne Yes. Also du meinst, es kann ihn durch Gesetz erhalen, Versöhnung kreieren. nee ich wollte so dat kein sich gezwungen ass dat gelewen weil Ja. am Evangelium steht das Evangelium as Gottes Gottes Heilsplan deichen de Plan de Gott für uns vier huet mit was nicht gezwungen du zu Okay, leben also du musst dann nicht, du warst nicht gezwungen, genau aber wenn du willst, Versöhnung holen, als ein Stehst du den weh, als das, was du gesagt hast. genau an dafür Okay. genau dafür überhaupt Jesus auch für sich selber ist in de we liewen an vorrecht Okay. seht net nommen ihr wird vorrecht an ihr wird liewen me se auch Yes. we nëmmen durchheen kannst du bei de Pap kommen kannst du bei Gott kommen Okay, ça va. Okay, na eng froh. Et gëtt Regionen oder auch Leute, die sich das vielleicht so vorstellen, wo so ein, okay, der sollte Jesus als Gott, aber gleichzeitig erzählt er, dass die Jesus sich von den Menschen, die Leute, die ihn selber erschaffen hat, Schlohe gelost wird und Kreisnägel gelost wird, Verurteile gelost wird, ob sie Speize gelost wird, beleidigen, alles das, was in der Bibel kaliert sind. An der so zum Beispiel für Moslems ist das furchtbar schwer zu verstehen, dass Gott, also sie haben den meist größten Respekt für ihren Gott, was ganz an der Reihe ist, dass den sich ein Kreisnägel lässt. Und denken, okay, das kann kein starker Gott sein, das muss ein schwacher Gott sein. Was siehst du dazu? ich gif dazu so ich gif dat net direkt aus eng Schwcht gesinn viel Leiit dat so Moslem als Beispiel geholt Ja. gesinn dat sech as eng Schwchtun echtens gef ich auch mal so Jesus ass auch net Kreiz gestorven geestlech as seelech mënschlichen ass gestorven aber geestlech se jetzt Essenz bannen den hin ass göttlech ass net gestorven also dat göttlech wat animas ass net gestorven der menschliche Körper ass gestorven Ja. da verstehe ich natürlich net die Logik wo viel Moslem da so wie dort Ja. ass tot menschlech Ja, aber ja, göttlich gesinn ass net tot da will ich noch so genau dat aus dem Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum nämlich dat Gott für uns stellvertretend stirft an auch am Geschehen selber mat dran ass Okay. hin hat den Preis ganz bezuelt hin aus dem Kreuzgang an hue sich geopfert wie gesot fäng Schuld zu holen muss immer ir den opkommen Ja. et funktioniert net dat kemensch die für opkönnt an diesem Fall as Gott selber die freiwillig entschied huet für uns Sachen uns Fehlern net Sachen uns Fehleren und Sünden opkommen Ja. Das muss ich in den Prä bezahlen, für zurückzukommen auf dein Genau. Beispiel. Ja. genau also du kannst dat so vierstellen van Rechnung um dich leid da kannst du so fein sie mat der Bank wie du willst Yes. du kannst nach der Bank ich mein, du warst Bäcker du kannst nach der Bank so viel bredischer Backe an Bank gef einfach net so nein das gut du musst die Brille nicht bezahlen Nee. Rechnung leitung dich an Rechnung muss bezahlt gehen Okay. Ja. Ja, und dann das mit dem schwachen Gott, also kann ich das natürlich wie ihr will, aber ich meine, mehr
weiß dat echt wie stark Gott ist. Also das allerdings vor allem dass echt stark lebt wird. Also klar, Gott soll sich nicht, also wenn wirklich Respekt für Gott hört, dann ist das komisch, sich vorzustellen, dass sich erniedrigt ob als Erd. Und ich fand das auch komisch, muss ich sagen. Das ist wirklich schwer zu verstehen, dass das nicht gemacht wird. Mir weiß, wie stark sein lebt ist. genau Und ich meine, das ist auch etwas, was auf viele Religionen schwer zu verstehen ist, dass es einen Gott gibt, den er als gern hört. genau Und da das für was hin überhaupt gemacht wird, für was hin überhaupt irgendeinen Erlesungsplan hat für alles, wie du siehst. Weil ihr kennt ja einfach auch so ein Heilerstadt, der hat so dax dieselbe Sinn gemacht, macht du so dax schon gelohnt an das und da, ich habe keine Lust mehr, ich gehe ein Bingle bei Trum. ja Es geht mir nicht durch und so und die Leute sind alle fort. Es gibt keine Leute mehr. Gott braucht es ja nicht. genau Mir erst der größte Leben daraus sieht hin, ich will das Tote machen, die Erniedrigung, mega Erniedrigung, wie das der könnt erhecht gehen. genau also ich stimme mit dir an ich fand wirklich dat Gott die hingab die bedingungslos hingab wo Gott wirklich freiwillig seht ich opfere mich für ich holen Kuchel sozusagen ich stehe 400 Waff an Ja. schwulen Kuchel Gott hat fand schon gestärkt Yes. an dat muss da gesagt den gebe ich mal so zum Beispiel an de Familien rum de Pap den für die Jungen steht am Fall wo es geschieht oder so ein Schlummelaufer de Mann die für die Frau steht du seht einfach kein dat eng schwächt wir von wann de Pap sich zum Beispiel Ja, opfert, das ist- ja. für Kant schaffen zu go du seht ja auch kein dat Ja, das eng nur, schwächt wir gibt Käse gesehen eigentlich, ja. Sauber. Okay, für eine Kehr zusammenzufassen. Also mehr Sünde gemacht, mehr Sachen falsch gemacht, und das kann so klein sein wie nimmen, ich schleite über die gedurcht, Genau. schon gelungen, und das geht schon durch, dass man eigentlich verloren. Genau ja dat geht schon durch für dat Gott kasoen den Ziel schon an Bluthalen kasoen heim vir mir was du sicherlich Yes. Mir dieselbe Gott will doch eine Möglichkeit gehen, für den Doziertischen zu zerrappen. ja Und Genau. das, was in dem Kreuz gemacht wird. genau Und das, was wir für den do raus und Leute checken. Der Jesus hat das auch für dich gemacht. Er ist für dich im Kreuz gegangen. Und das, was du falsch gemacht hast, so klein wie doch sickern oder so groß, mir von drüber sind und gesagt haben, ihr mehr da als gerade angegangen, das nur zu gucken. Auch da das möglich, dass Gott das verzeihen kann, wenn du eine Beziehung mit ihm willst. genau an es gibt da noch so dat das grad derchansten wie es de Fi gesot ist die Raschung was bezuelt den zetelschen Astrado du musst dich net schuldig fannen weil Lesung hast nämlich auch schon do Yes. Gott gëtt beides bezielt aber gëtt doch die Lesung an defir Gott fair an Gott das auch fair mat Leid wo denken will net fair Gott das nämlich auch bei einem Mensch an wannst du Gott fries fir Vergebung wannst du Gott fries ich vertrauen dir an du sest ihm ich leven un Jesus Christus ich leven hun der Opfer genau an diesem Moment kannst du dich dann als Köch bezeichnen du kannst op den Himmel hoffen net hoffen du kannst dich auch schon vergewissert sehen dass du auch am Himmel kannst im Moment Ja, es ist schon eine Geschichte, die für kurzem gesehen habe, wo auch gut dazu passt. Das ist eine erfundene Geschichte. Die zwei Leute, die mega gut Kollegen sind, wo sie klein sind, und da wussten so, an den einen gerät mehr an eine Negativ-Szene, an geht kriminell, an den anderen geht eben Richter. An irgendeinem Kehr steht dann eben die Kriminellen, also wussten dann für dem, wo Richter gehen ist. Und der Richter merkt das, merkt das mehr als Kollege. Und ja, du steht im Ziel, da hat er nicht das und dann hat er falsch gemacht. Und der Richter ist in der blöden Situation, dass sein Kollege, den er gerne hört, lo muss richten. Und weil er Richter ist, aber weil er hinter den Arbeit richtig möchte, seht ihr, hey, du hast das und das falsch gemacht, ich erkläre dich einmal schuldig. An dem Moment ist der Tisch mega schockiert, die Kriminellen.
an der Richter könnt drauf det seg Richter Tunig aus oder wer immer an unhört an seht he sind zuen fir dats du net an Prison muss goen also ihr konnte eben eng Kaution bezöllen da sind muss an Prison goen an schmeng da se bëssen der Telefis so ist das nie perfekt Beispiel mit da se bëssen de Beispiel fir zu weisen wéi Gott ass hin ass Richter hier möchte abercht richtig als Richter mé en also pap den als gern huet an mecht de abecht och richtig genau schmengen da war da können wir aufschließen yes